Ich bin Judith Wendli, SRF3-Moderatorin und heute im Interview beim Gianfranco Salis, bei Salis trifft. Und ich freue mich sehr auf seine sicher spannenden Fragen. Salis trifft, die Podcast-Show mit bekannten Schweizer Persönlichkeiten. Präsentiert von Gianfranco Salis. Herzlich willkommen bei der neuesten Folge von Salis trifft. Mein heutiger Gast ist ein bekanntes Gesicht in der Schweizer Radio- und Fernsehszene. Sie ist aufgestellt, kommunikativ, hat eine positive Ausstrahlung und eine Stimme, die man sehr gern zulässt. Angefangen hat sie ihre Medienkarriere beim Lokalsender Radio Zürichsee. Später ist sie dann zu Radio Argovia gewechselt, bevor sie dann 2003 zum nationalen Sender DRS3, das heutige SRF3, gewechselt ist. Der nationale Bekanntheitsdurchbruch hat sie im Dezember 2009 geschafft, wo sie zusammen mit dem Nick Hartmann und dem Mario Toriani für die Benefizaktion «Jeder Rappen zählt» vom Schweizer Fernsehen und der Glückskette 6 Tage lang aus der Glasbox gesendet hat. Sie hat nebenberuflich an der Hochschule in Luzern eine Ausbildung zur Eventmanagerin abgeschlossen. Als Moderatorin führt sie wie ich durch Veranstaltungen von Firmen, Vereinen, Organisationen oder Privatpersonen. Und genau an so einem Anlass habe ich sie letztes Jahr kennenlernen, wo sie mich als Showact mit den Swiss Blues Brothers anmoderiert hat. Sie liebt es, Menschen zu berühren, sie bei ihrer Arbeit 1 bis 2 Stunden aus ihrem Alltag zu reissen, um sie zu inspirieren. Und heute ist sie bei mir bei Salis trifft auf Besuch und ich freue mich sehr auf den Tag mit dir. Willkommen, Judith Wendli. Hoi, Gianfranco, ich freue mich auch sehr, mal auf der anderen Seite zu sein. Einfach mal hören, was fragt er und dann Antworten geben. Wie startest du in einen neuen Tag, Judith? Also ich probiere eigentlich immer als erstes aufzustehen, weil das ist dann so meine Zeit. 2 Mal. 2-mal in der Woche gehe ich ins Fitness am Morgen früh. Hey, am 6 Uhr unglaublich, wie viele Leute dann schon dort sind. Und dann dort einfach, das ist so kann ich gut starten. Denn wenn die Familie aufsteht, dann habe ich schon das Gröbste hinter mir, schon ein paar Mails gemacht und einfach so ein bisschen langsam in den Tag starten. Und natürlich, ich stecke mir quasi Kaffeeinfusionen. Ich brauche unglaublich viel Kaffee, zum richtigen Fahrt zu kommen. Du bist auf vielen Bühnen daheim, Radio, Fernsehen und Events. Welches von diesen 3 ist deine Lieblingsdisziplin? Ich finde eben genau, dass es verschiedene Bühnen sind. Das ist das, wo mich auch reizt an dem Ganzen. Wenn ich an Events bin und dort auf der Bühne den direkten Kontakt zum Publikum habe, das finde ich extrem schön. Du siehst halt auch die Reaktion. Aber ich mache auch Radio, weil ich das Publikum, weil ich die Menschen gerne habe. Also am liebsten habe ich Sendungen, die interaktiv sind, wo das Publikum beteiligt ist. Und immer dann finde ich auch, mache ich einen guten Job. Und dann bin ich auch erfüllt und weiss, warum ich das mache, wenn die Kommunikation stattfindet. Und das ist eigentlich überall ein bisschen so. Du hast erzählt von den Reaktionen der Leute. Erzähl uns mal die schönsten Erlebnisse, die du beim Moderieren erlebt hast. Ja, das Schönste ist noch schwierig, so einfach zu sagen, das Schönste. Ja, viel läuft auch über Musik. Ich bin so eine Musikliebhaberin und ich glaube, dort ist es wirklich so, dass ich sage halt nicht einfach eine Band an, sondern wenn es etwas ist, wo mir auch wirklich gefällt, ich glaube, dann kann ich das auch mit Leidenschaft anmoderieren oder auch wenn ich Live-Musik halt wirklich Bands im Studio habe, wo Musik machen. Ich meine, das ist wirklich der Moment, wo Leute schreiben, hey, ich bin im Auto sitzen geblieben, weil es ist so toll gewesen, es hat mich berührt. Und ich glaube, das ist das, warum ich auch Radio mache. Die Leute berühren. Und wenn ich es nicht mache, dann mit den Gästen, die man einlädt. Also einfach ich probiere immer wieder ein bisschen einen Magic Moment herzubringen. Und das bringst du immer souverän an. Ich habe dich ja selber auch erlebt dort auf der Bühne. Welches ist dein persönliches Moderationserlebnis aber, wo du hast Blut schwitzen musst? Oh, da gibt es ein paar. Also was wirklich recht schwierig war, war ein Event, wo ich natürlich normal auf Mundart vorbereitet habe. Das war am Anfang von meiner Zeit. Heute ist immer die erste Frage, um welche Sprache. Weil es hat nachher, habe ich dann gemerkt, okay, das wäre eigentlich das Ganze auf Englisch, beziehungsweise beim einen Panel-Kandidat noch Französisch. Hey, da bin ich unglaublich ins Schwitzen gekommen. Ich habe wirklich gedacht, hey, wo ist das Loch, wo ich verschwinden kann? Oder ich verlagere sofort das Land. Es ist dann schon gegangen, aber es ist also keine Glanzleistung gewesen. Am Radio erzählst du immer wieder spannende Geschichten über Menschen, hast du auch gerade gesagt. Und jetzt bist du dran. Erzähl uns doch mal etwas, was die meisten Leute da aussen vermutlich nicht über dich wissen. Ja, da gibt es verschiedene Sachen. Also
Also ich bin eine von der ersten Snowboarderinnen in diesem Land. Ich habe mit 15 auf Konfirmation mir ein Snowboard gewünscht. Mein Grossvater hat gefunden, okay, der Snowboy, den organisiere ich. Und bin nachher wirklich sehr intensiv mit dem Sport verbunden gewesen, lange Zeit. Habe Snowboardrennen gefahren in der Schweiz, in Europa, einen einzigen Weltcup. Dort habe ich es wirklich geschafft, beim 4. Tor einzufädeln und von Val d'Isère wieder heimfahren für genau 4 Türchen. Und dann habe ich gefunden, weisst du, ich glaube, es ist nicht das. Und dann habe ich aber gewechselt, und zwar einfach auf die andere Seite, und habe angefangen, Rennen zu kommentieren, weil die Leute haben das Parallelslalom-System, also 2 gegeneinander, und wie ist jetzt das genau, wer hat jetzt den Penalty, wer ist jetzt wieso besser, haben viele Speaker nicht gecheckt, ich aber schon, weil ich ja vom Sport selber komme, und habe dann schweizweit, zum Teil auch europaweit, relativ lang die Rennen kommentiert, und das ist eine mega coole Zeit gewesen. Was hat dich dann angetrieben, den Weg zu gehen? Ich meine, eben, schlussendlich jetzt bist du im Fernsehen und beim Radio, also SRF, oder? Das ist aber ein unglaublich langer Weg, bis man da ankommt, eben via Privatradio und so, da braucht es einen inneren Antrieb. Was hat dich angetrieben? Ja, ich habe wirklich einfach, ich habe extrem gerne Musik und ich habe extrem gerne Menschen. Und ich bin in das Moderieren, Kommentieren von Snowboardrennen, so bin ich wirklich reingerutscht. Habe gemerkt, ich mache das mega gern. Und dort habe ich auch immer Zielinterview gemacht und dann habe ich gefunden, mal, das wär's. Aber bei uns daheim jetzt so geheißen, ja, also das ist so weit weg gewesen. Meine Familie ist eine Handwerkerfamilie. Das ist irgendwie, bist du sicher, du im Radio und so. Und dann habe ich bei Kanal K im Aargau mal so ein paar Sendungen dürfen machen und dann habe ich dort das Feuer bekommen, wirklich. Und dann habe ich mich bei allen Radios beworben, keine Welle. Dann bin ich als Medienausbildungszentrum auf Luzern in so einem Handwerk in einer Woche, Radiohandwerk in einer Woche. Habe dort mal so einfach reinschnuppern. Und dann habe ich gedacht, ja, das war's jetzt wahrscheinlich. Und dann bin ich bin in Guadeloupe am Surfen gsi, wo das Telefon in die Surfschule gekommen ist. Meine Mutter, wo mir eine Nummer gibt, ich soll dem zurückrufen, der sei der Chef von Radio Zürichsee, die suchen dringend noch eine Volontärin. Dann habe ich zurückgerufen und dann ist dort der Röbi Ruckstuhl am anderen Telefon. Das ist heutzutage wieder der Radiochef von mir, also SRF-Radiochef. Und dann hat er mir gesagt, hey, unsere Volontärin kann nicht anfangen. Und man hat mir gesagt, du bist in diesem Kurs in Luzern, du wärst noch eine. Aber du musst in der kürzesten Zeit, glaube ich, irgendwie 3 Wochen da anfangen. Dann bin ich heimgereist, habe Job gekündigt, Wohnung gekündigt, bin mit Tech-Studenten zusammen in einen Weg gezogen, zu Rapperswil. Und so habe ich es geschafft ins Radio. Und das war ein mega guter Entscheid. Heute bist du Mutter, oder? Und beim SRF, wie lässt sich das mit dem Familienleben verbinden? Also das stelle ich mir jetzt noch schwierig vor, eben so auch herausfordernd, wahrscheinlich auch mit den Arbeitszeiten, die du hast. Ja, ich arbeite viel am Abend bis am 8 Uhr, das ist nicht immer einfach, aber ich bin dafür am Mittag daheim, ich kann kochen. Und wir sind wir haben super Nachbarinnen, die alle berufstätig sind und dann ist einfach so ein bisschen, manchmal ist der Montag, sind alle bei der Tennis, dann am Dienstag sind alle bei einer anderen Kollegin oder dann wieder bei der Claudia. Also es ist so, die Buben, wir haben so ein paar Buben zusammen, wo extrem gute Freunde sind. Fußballspieler? Immer zusammen shooten, genau, in verschiedenen Mannschaften. Und das ist eigentlich von dem her wirklich einfach, es entlastet so fest, wenn man weiss, er ist jetzt bei seinem Freund, er ist jetzt bei dem Freund, nachher sind wieder alle Buben bei uns daheim. Ich geniesse es, wenn das Haus voll ist und ich weiss, Robin geht's super gut, weil er mit seinen Freunden zusammen ist und auch bei Menschen, die er sehr gut kennt. Also ohne Nachbarschaft, die extrem gut funktioniert, wäre es nicht möglich. Und ich finde halt auch Kochen, oder? Ich koche lieber 2-mal in der Woche und dafür richtig viel, anstatt jeden Tag und nur für uns. Also das ist cool, dass es so einrichten kann. Das ist extrem, wirklich, ich schätze das extrem. Wie sieht im Zeitalter von Social Media und Podcasting deiner Meinung nach die Zukunft vom Medium Radio und Fernsehen aus? Ich weiss nicht, ob ich da die Richtung bin zum Antwort geben. Also das weisst ja du selber. Podcast ist sicher eine Zukunft. Wenn ich einmal alleine daheim bin, wenn ich joggen, ich höre sehr oft Podcast. Ich finde das wirklich eine spannende Form. Ich bin aber eine grosse Radioliebhaberin. Also ich glaube nicht, dass das ausstirbt und Fernsehen, ich schaue es sicher nicht dann, wenn es kommt, aber zeitversetzt. Ich denke, es wird anders werden, aber ja, ich mache mir nicht so viel Sorgen. Es gibt viele Menschen, die da drum studieren. Ich mache meinen Job so gut ich es kann und probiere auf den sozialen Medien
das Produkt eine Art zu verkaufen, weil ich voll dahinter stehe. Und ich glaube, die strategischen Entscheidungen oder woher das geht, überlasse ich gerne anderen. Also meine These ist, dass sich staatliche Fernsehen und Radio mit dem Live-Programm, also insbesondere im Sport, wird sicher können durchsetzen, oder? Weil du willst dabei sein, wenn der Fedi auf dem Platz steht, oder? Ja, unbedingt. Auch bei den Skirennen. Ich meine, das Genau. ist ja alles ein Zuwachs, dass die Leute viel mehr dorthin gehen und es eben auch im Fernsehen natürlich stattfindet oder im Radio. Aber ich kann mir jetzt noch vorstellen, dass mehr On-Demand-Geschichten produziert sicher. werden, Nein, das oder? ist klar. Das ist ja jetzt schon so. Und das machen wir auch. Wir haben eine Podcast-Abteilung, die grösser wird. Und, das ist schon klar. Aber ich glaube nicht, dass Fernsehen und Radio so schnell tot ist, wie zum Teil man hört. Privatradio könnte ich mir jetzt noch vorstellen, dass es in 20 Jahren die Hälfte gibt noch von denen. Staatliche Sender, denke ich, das wird bleiben, aber die Privaten werden wahrscheinlich abspecken, weil auch aus Kostengründen, oder? Wenn man merkt, dass der Podcast-Markt auch im Sponsoring dann Blut leckt, dann könnte es noch schwierig werden, oder? Wie siehst du das? Ja, also ich höre halt sehr gerne Musik und ich entdecke wahnsinnig gerne Musik. Ich entdecke auch Musik im Radio. Und darum finde ich eigentlich, ja... Kommen wir zu der Musik. Nein, weißt du, Judith, ich kann mir's Musik nicht läuft vorstellen. bei dir daheim. Was hast du für Lieblingsmusik? Schweizer Schlager oder Volksmusik? Das Vögel hat man das irgendwie mal zuzwitschert oder was ist das in Favorites? Ja, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich höre nicht so viel meine Favorites. Ich höre wahnsinnig viel neue Musik, neue Schweizer Musik, einfach auch jobmäßig, weil ich will wissen, was läuft. Wir picken ja auch immer wieder spannende Musikerinnen und Musiker raus, die dann auch bei uns wirklich laufen. Und ich sehe es als Teil von meinem Job, das wirklich zu hören, die Szenen extrem im Auge zu behalten, im Ohr zu haben. Ich gehe sehr, sehr viel an Konzerte, an Live-Konzerte. Das liebe ich, das ist eine grosse Leidenschaft. Und wenn ich wirklich mir etwas gut tue und weiss, wenn das läuft, dann geht es mir einfach gut, dann ist es schon nach wie vor der Bruce Springsteen. Ich liebe, oder John Mayer finde ich auch grossartig. Grossartige Künstler. Gesetzt der Fall, du könntest für den Rest von deinem Leben nur noch einen Song hören. Welcher wäre das? If I Should Fall Behind von Bruce Springsteen. Alles klar. Aber ich hoffe nicht, dass das der Fall ist, weil ich bin sehr gerne vielseitig unterwegs. Kommen wir zum Thema Internet. Glaubst du, dass es irgendeine komplett papierfreie Welt wird geben? Tja, keine Ahnung. Also weißt du, dass E-Mails irgendwann einmal die normale Post komplett ersetzen können? Ich glaube komplett nicht. Also doch, da habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich finde es gut, je weniger, dass man ausdruckt. Du hast jetzt auch gerade Ausdruck bei dir, das könnte man ja über das Tablet oder so. Nein, ich finde einfach, das ist da kann man der Natur helfen, weniger Papier brauchen und das Ganze elektronisch machen. Wir drucken ja auch keine Moderationen mehr aus jetzt im Radio, schon lange nicht mehr. Aber ganz papierlos, du, keine Ahnung. Wir haben vorhin ganz kurz angetippt, Social Media, Fluch oder Segen für das Sozialverhalten der Menschen in Zukunft? Das ist ganz unterschiedlich. Also ich finde es bei mir allein schon Fluch und Segen. Es ist ein Segen, ich betreibe es vor allem darum, weil ich habe viele junge Schweizer Bands, die ins Studio kommen, die noch fast niemand kennt. Ich habe eine gewisse Reichweite und wenn ich von ihnen ein Video aufstellen kann oder in der Story zeigen, das sind im Fall gehen die mal auschecken, das finde ich einen extremen Mehrwert. Die haben dann wirklich eine deutlich grössere Aufmerksamkeit. Das sehe ich eigentlich drin bei Social Media als Segen. Der Fluch ist einfach, dass du so viel Zeit verblödest an diesem blöden Ding. Und dann nehme ich mir, also dann nimmst du dir wieder Sachen vor und so. Und ich habe jetzt einfach gesagt, ich tue neu pendeln mit dem Zug und einfach die Zeiten im Zug, Hin- und Rückfahrt, die gehört dem Handy, Social Media, ausser ich treffe gerade jemanden. Und das finde ich eigentlich von dem her, das ist, wenn ich das einhalte, bin ich recht zufrieden damit. Du hast einen Sohn, hat der ein Handy? Nein, der ist 8, besser gut. Nein, und er ist auch noch kein Gamer das und so. Das sagst du so, aber da gibt es Leute, die so 8-jährige Kinder haben mit Handys im Sack. Das muss jeder selber wissen. Ich glaube, so lange wie möglich ist es toll, wenn er es gar nicht danach fragt. Die sind wirklich viel am Spielen, die haben so wirklich eine gute Gemeinschaft und Gamer tut er wahrscheinlich schon irgendwo mal, im Moment noch nicht daheim. Wie geht ihr denn mit dieser Herausforderung um? Ich meine, früher oder später kommt der Moment, wo er sagt, Mami, in meiner Klasse bin ich der Einzige, der noch keins hat. Also ich glaube einfach, das hat auch mit Vorbildrollen zu tun. Also die Idee ist eigentlich wirklich, wenn man heimkommt, dass man das Handy irgendwo deponiert und dann bleibt es auch dort. Also sicher nicht beim Essen, am Morgen nicht, so wenig wie möglich einfach sichtbar. Aber das funktioniert nie immer, das ist schon klar. Und ich glaube, dort muss man einfach klare Regeln machen. Aber ich kann nicht schon erzählen. Im Moment ist es noch einfach, weil wenn er gar keins hat, ist es easy. Wie es nachher wird, ja, eine Herausforderung ist es sicher. Aber ich glaube, wenn man von Anfang an die Regeln hat und selber auch so vorlebt, dann
es wird gehen. Kommen wir nochmal zu dir selber, zum Berufsleben. Was ist für dich ein schwerster Moment gewesen? Also jetzt abgesehen vom Snowboarden, wo die Verletzung dich dort aus dem rausgerissen hat und die Neugier und die Lust aufs Kommentieren dafür neue Türen geöffnet hat, für das, was du jetzt mit Leidenschaft machst. Aber wenn du zurückschaust, gibt es irgendeinen schwersten Moment in deiner Berufslaufbahn? Das war einfach am Anfang, weil ich eigentlich einfach zu Radio Argovia, das war mein Sender. Und der Moderationsleiter von hier, der Michel Erismann, hat mich dann eingeladen in ein Gespräch und so gefunden, hey, also ich glaube wirklich, das kannst du jetzt wirklich abschminken. Also wenn überhaupt jemals zu uns willst, dann müsstest du mal bei einem ganz kleinen Radio mal anfangen und so und mal schauen. Aber ich sehe dich jetzt nicht zu den Medien. Dort habe ich so gedacht, oh, mein Traum ist Platz, bevor er irgendwie auch nur ein bisschen Anstralten gemacht hat. Das ist so am Anfang einfach der Einstieg. Aber so ist es so richtig ein schwieriger Moment. Also du meinst jetzt, wo es nicht weitergegangen wäre? Oder wo Bühne, Radio oder Fernsehen. Aus diesen 3 ein Moment, wo du findest, dort habe ich extrem viel profitiert. Weil meistens sind ja die schwersten Momente, das sind die, wo man irgendwie muss Zeit überbrücken und vielleicht sein Comedy-Talent entdeckt. Oder, weißt du, so, wo immer auch Türöffner sind, finde ich. Also, ich muss es so sagen, ich liebe eigentlich so Momente, ob es im Radio ist oder auf der Bühne. Weil das ist ja das, was den Leuten auch bleibt. Und genau. Ich finde dort, ich bin relativ spontan. Ich kann gut mit Leuten kommunizieren, wenn es da ist, oder? Und weil ich auch immer sehr gut vorbereitet bin, hoffe ich einfach immer, dass es so einen Moment gibt. Darum, das ist für mich eigentlich nicht unangenehm. Die kannst du jetzt Empathie gönnen, oder? Ist gerade vor 2 Monaten an einem Anlass, hat Keynote-Speakerin brutal technische Probleme gehabt. Und die Augen sind einfach voll auf sie gerichtet gewesen. Und ich habe gewusst, hey, jetzt, also für mich ist es krass, ich bin auf der Bühne, habe sie machen, ihre Geschichte, und der Techniker hat geschaut und hat dann einfach erzählt über das Programm und noch ein paar andere Sachen. Und nachher ist der mich engagiert hat, gekommen und hat gefunden, hey, das ist jetzt so toll gewesen, dass du das gemacht hast, wow. Und ich habe gefunden, hey, das ist unser Job, wenn wir das machen, also bitte. Und darum, ich glaube, ich habe gar nie so einen schwierigen Moment gehabt, außer eben dort, wo ich kurzfristig wirklich dann auf verschiedene Sprachen, also ein schwieriges Interview führen. Du reist gerne und viel. Welchen Ort sollte man deiner Meinung nach vor dem Tod unbedingt besucht oder gesehen haben? In dieser schönen Welt. Ja, also ich reise sehr gerne in der Schweiz. Ich bin nicht mehr so viel sonst unterwegs, fliege nicht mehr so viel. Der Hallwilersee, gar keine Frage. Der Hallwilersee, ich sage im Hallwiler Meer, finde ich, ist enorm schön, weil Heimat und weil, wie der Aargau selber, oft unterschätzt, weil er halt nicht so gross ist, aber einfach enorm schön. Also den müsstet ihr unbedingt mal noch sehen haben. Also macht das. Haus zum Hallwilersee. Wenn ein Zeitreisender aus dem Jahr 1900 die Welt von heute das Gesicht bekäme, was glaubst du, würde ihn am meisten beeindrucken? Ich glaube, allgemein würde ich denken, hey, was ist los mit denen? Ja, logisch, natürlich alle, gerade wenn du unterwegs bist, halt alle am Handy hocken. Eben, das würde beeindrucken. Ich glaube, ich wäre schon noch schlimm, froh, wenn ich zurückgehen. Also beim Anreisen, so, wenn du so rumschaust, zwischen 15 und 30, schräg vis-à-vis voneinander, da wird nicht mehr einfach spontan geschwätzt, wenn man sich nicht kennt, oder? Also da nimmt man sich zurück. Übel, aber ich habe ja jetzt eben vorhin gesagt, das ist eigentlich das, was ich ja auch mache, wenn man ehrlich ist. Eben, wenn du die Zeit reservierst. Aber ich habe mir so eine Challenge selber gemacht und immer jemand auf der Zugfahrt her oder Retour lächle ich wirklich an, richtig bewusst. Und das ist wirklich, das tut mega gut. Ja, cool. Und ich finde so, das ist kurze Zeit, die es braucht, und meistens ist es im Tram oder im Zug. Ja, das tut einfach richtig gut. Thema Geld. Der Schweizer redet nicht gern drüber und ich stelle dir jetzt eine Frage dazu. Was ist dein Verhältnis zum Geld? Ja, also weißt, das hat sich verändert, weil ich poste relativ wenig Kleider. Ich habe keine wirklich teure Hobbys. Wir haben eine Wohnung, die tiptop ist für uns. Ich wüsste nicht, wieso ich mehr Geld haben im Moment. Aber wir brauchen auch wirklich nicht viel. Wir gehen nicht gross in die Ferien, sondern bleiben oftmals in der Schweiz. Und Zeit ist halt mir viel wichtiger. Also du hast ja vorhin gesagt, ich mache viele Events. Ich sage sehr viel auch ab, weil es einfach nicht zu mir passt. Und weil ich dann lieber Zeit verbringe mit meinen Also kann man Freunden, sagen, Familie. Freiheit ist wichtiger als Sicherheit? Ja, auf jeden Fall. Zum Thema Geld. Und sollte jemand mit einem höheren Einkommen deiner Meinung nach mehr Steuern zahlen als jemand mit einem niedrigen Einkommen? Ja.
natürlich. Und was würdest denn du mit dem Geld anstellen, wenn jetzt Judith von heute auf morgen Lotto-Millionärin wäre? Da ich das wahrscheinlich nicht bin, weil ich kein Lotto spiele, schwierig zum Vorstellen. Was ich sicher wieder würde machen, ist wieder arbeiten, weil ich arbeite wahnsinnig gerne und nicht wegen dem Geld. Und zwar auch Events moderieren oder im Radio, das ist für mich eine Leidenschaft. Ich weiss nicht, was ich würde machen. Ich würde mir ein richtig fettes Bike posten, weil meins ist wirklich, das dürfte mal ein neues sehen. Das wäre, glaube ich, wirklich etwas für die ganze Familie. Deine grosse Leidenschaft sind ja die Menschen, oder? Mhm. Du bist Mutter. Was können wir deiner Meinung nach von Kindern lernen? Ja, halt das wirklich vertieft sein in ein Thema und extrem aufmerksam. Also wir probieren daheim ein paar Sachen aus, wie wirklich weniger Plastik zu brauchen, frisch kochen, wo einfach so nebendran läuft. Und ich habe letztens die Lehrerin getroffen von meinem Sohn und sie sagt, ja, er kommt jeden Tag und sagt, nein, aber das muss man doch nicht unbedingt in Plastik einpacken und so. Und da merkt man einfach, wie die das aufsaugen und gerade übernehmen. Das finde ich noch toll. Als Moderatorin hast du wie ich gerne Menschen und ihre Geschichten. Was fasziniert dich am Wesen Mensch? Dass jeder so unterschiedlich ist. Und was ich wirklich überzeugt bin davon, wenn man die Geschichte vom Menschen kennt und sich auch wirklich Zeit nimmt, jemanden kennenzulernen, dann kann man es gegenüber eigentlich nur gerne haben. Weil es gibt immer Gründe, warum er oder sie so ist, wie sie sind. Und das finde ich spannend. Der Herbert Grönemeyer hat einmal gesungen, wann ist ein Mann, oder? Mhm. Und ich frage dich, wann ist eine Frau eine Frau? Gott, was für Frage. Wenn sie sich selber ist und genau das macht, wo die Leidenschaft kann leben und ja. Was unterscheidet denn eure Frauen von uns Männern am meisten? Also ich nehme an, äußerlich weisst es. So ist es, ja. Ja, ich glaube, was einfach ist, also jetzt bei meinen Freundinnen und rundherum höre ich immer, wir machen uns, glaube ich, einfach noch ein bisschen mehr Gedanken wie die Männer. Also es drüllt noch einmal mehr durch die Mühle? Mehr, ich glaube. Ich habe so ein Gefühl, ja. Aber das wünschte ich mir eigentlich, dass ich das weniger machen würde. Oder an alles denke. Hat er das, das einfach für die ganze Familie mitdenken. Und dann alle Optionen noch gleichzeitig mit A, B oder C, jeder Variation. Das? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist wirklich so ein Frauending. Oder einfach ich mache das. Jetzt, du hast ja wie ich auch immer wieder mit berühmten Personen zu tun, die du auf Besuch hast. Welche Geschichte ist dir da gerade zuoberst in Erinnerung? Also bei mir ist es eine persönliche Begegnung mit dem Roger Federer vor 13 Jahren in der Lenzer Heide. Welches Erlebnis mit einem Promi ploppt bei dir zuoberst auf? Also das Ding ist mal am Samstagnachmittag vorbeigekommen bei uns. Er war wahnsinnig charmant, hat aber einen Akzent, der noch recht gewöhnungsbedürftig war. Ich habe gedacht, schwierig, aber das ist ein mega feinfühliger, toller Typ gewesen. Also das ist, glaube ich, so Top-Liga bei mir. Ich will aber danach Leute gar nicht treffen. Zum Beispiel, ich bin wirklich ein grosser Bruce Springsteen-Fan. Und ich will ihn nicht persönlich treffen. Ich habe immer das Gefühl, da kannst du irgendwie, das kann nur verlieren, der Zauber geht weg. Oder ja, genau. So toll, wie ich es mir vorstelle, wie es wäre, kann es gar nicht sein. Und vielleicht wirst du aber genau diesen Zauber entdecken. Wo du denkst, genau so habe ich mir ihn ja immer vorgestellt. Und so war er auch wirklich bei mir daheim in der Stube. Ja, aber dann würde ich ihn nie mehr gehen. Also wenn er dann schon in der Stube wäre, wirklich so ist, wie ich ihn mir vorstelle, sorry. Okay, alles klar. Also ein wahrer Bruce Springsteen-Fan. Wir haben es alle gehört. Jetzt, wer ist deiner Meinung nach die berühmteste Person von unserem Planet? Also, wo er noch lebt im Moment? Genau. Ja, wahrscheinlich der Roger Federer. Nein, ich nehme jetzt mal an den amerikanischen Präsident. Was glaubst du, ist der Mensch, wenn wir es gerade vom amerikanischen Präsidenten haben, von Natur aus gut oder schlecht? Weder noch, glaube ich. Und was verstehst du unter einem erfüllten Leben? Also jetzt ganz allgemein, Thema Menschen, da gehört das Leben dazu und ein erfülltes Leben ist? Wenn du dein Leben kannst leben, also wenn es das ist, wo du deine Leidenschaft kannst leben, ich finde auch immer beim Beruf, es ist, solange ich wirklich gerne aufstehe und gerne arbeiten und das eigentlich mit vielleicht 1, 2 Ausnahmen immer wieder mache, dann bist du doch einfach erfüllt. Und ich glaube, von dort her, aber dann auch mal kannst du ausbrechen, Neues kennenlernen. Ich muss immer wieder nicht höher, weiter, schneller, aber neue Geschichten. Also ich fühle mich nie so lebendig, wie wenn ich einen frisch verschneiten Pulverhang oben runterfahren. Sei es mit Ski oder Snowboard. Das ist für mich so etwas, ich fühle mich einfach so richtig da, richtig lebendig. Ich weiss jeden Moment, wie sich's anfühlt. Ja, und auch für so einen Moment lebe ich. Wie definierst du Glück?
Ja, das ist ganz ähnlich. Wenn du so total im Moment bist. Ich bin im letzten Sommer aufs Matterhorn und ich weiss noch, ich habe das Gefühl, noch fast jeder Stein, wo er gelegen ist und wie sich das angefühlt hat, wirklich vom Aufstehen her bis wieder, wo wir da unten sind. Und das ist so, das ist achtsam. Ich bin so in dieser Geschichte inne gewesen. Ich habe mich lebendig gefühlt und im Nachhinein kann ich das jederzeit wieder abrufen. Und ich glaube, das sind die Momente, wo wirklich alles andere ausblendet ist, wo du so 100% im Jetzt bist und noch deine Leidenschaft kannst ausleben. Und das machst du sehr erfolgreich. Was bedeutet dir Erfolg? Also Erfolg ist etwas, was ich nie drum herum studiere. Ich mache das, was ich enorm gerne mache, mit Leidenschaft. Und wenn es dann das Gegenüber auch toll findet, dann ist es ja eigentlich perfekt. Und da gibt es aber noch Kehrseiten von der Medaille, oder? Der Erfolg wirft dann auch viel Neider mit sich, oder? Wie gehst du grundsätzlich mit Neid um? Ich habe das Gefühl, ich habe wirklich keinen Neider. Ich wüsste, also... Komm schon. Nein, da hat sicher irgendwo eine, die denkt, hey, ich möchte auch so sein wie Judith Wernli, die da... Ja, aber das ist ja nicht ein Neider. Nein, ich glaube wirklich Neiderinnen nicht. Ich bin sicher nicht jemand, der einfach alle toll findet. Aber jetzt spezifisch Neid glaube ich nicht, dass ich mit dem gross konfrontiert bin. Wenn du jemanden einstellen solltest, auf was würdest du schauen? Was wären die wichtigsten Kriterien der Mensch? Ich würde schauen, wie er durch den Gang läuft, ob er einen zackigen Schritt drauf hat. Mein Vater hat eine Schreinerei. Er gibt ihm einen Besen in die Hand und schaut, wie er wischt, ob er auch wirklich arbeiten kann. Bei mir, ich habe mir das Gefühl, es ist enorm wichtig, wie integer er ist mit den anderen Leuten. Weil ich glaube wirklich, im Team liegt die ganz grosse Stärke. Und darum würde ich schauen, wie teamfähig jemand ist. Was ist für dich Heimat? Du bist auf dem Matterhorn oben gewesen. Das war das purste Heimatgefühl für dich. Oder was heisst für dich Heimat? Heimat ist für mich heimkommen, Tür auftun, «Hoi!» und jemand ruft zurück, «Hoi, schön bist du da!» Das ist für Dann mich bist du daheim. Dann bin ich daheim. Ich bin ein gläubiger Mensch. Glaubst du auch an Gott oder eine höhere Macht? Oder wie sieht es bei dir aus? Ich war sehr lange in der Jungschi und habe viel in der Bibel gelesen in dieser Zeit. Und ich gehe nicht in die Kirche jetzt, heutzutage, aber ich bin überzeugt, es gibt irgendetwas. Was es genau ist, kann ich nicht sagen. Ist es irgendein Gegenstand, der Glück bringt dann? Keine Ahnung. Was fasziniert dich an der Welt von Glanz und Glamour? Also du hast ja hin und wieder einmal einen Gast auf Besuch, wo man kennt, oder? Was ist da die Faszination, mit so Leuten zu tun haben? Ich finde auch dort, es ist für mich wirklich, ich habe jetzt gerade eine Woche lang mit Hörerinnenradio gemacht, die ihre Lieblingslieder mitgebracht haben. Ich habe das im Fall wirklich genauso toll gefunden, wie wenn irgendwelche bekannte Schweizer Persönlichkeiten oder auch sonst Leute im Studio sind. Also ich mache, glaube ich, irgendwie den Unterschied gar nicht so gross. Und darum, Glamour. Ich persönlich finde es lässig, wenn ich ein tolles Kleid anlege. Ja, von diesen Fotos gibt es auch 2, 3 im Netz. Ja, das sieht halt gut so aus. Galas, sieht wirklich gut aus. Wie siehst du dich in 10 Jahren? Also, ich habe immer so das Gefühl, man muss mir vielleicht einmal, wenn es nach mir geht, aus dem Radio tragen. Weil ich bin wirklich ein absoluter Radiofreak. Ich mache das so gern. Und mit so viel Leidenschaft und immer noch einfach, wie wenn es frisch wäre. Also ich hoffe, ich bin dann immer noch beim Radio, wo auch immer. Und ja. Und mit dem Sohnemann am Autofahren lernen? Ich sage, ja, wahrscheinlich. Oje. Vielleicht dann eher mit Mama schauen. Du hast ja so viele Termine, eben Galas, Radiomoderationen, sonstige Events. Wie findest du da deine innere Balance? Weißt du, was holt dich oben runter? Was mein bester Tipp ist eigentlich ein Wohnwagen. Wir haben einen Wohnwagen am See. Also nicht das, also unser Haus. Genau, unser Haus am See oder Meer. Und wenn ich dort bin, dann ist wirklich handyfreie Zeit, dann interessiert mich nichts. Keine Mails, nichts, dann sind wir einfach dort. Und manchmal ist das im Fall nur ein Abend, eine Nacht und ein Morgen und nachher gehe ich vielleicht wieder von dort arbeiten. Aber es ist gefühlt ewig. Und dort komme ich so richtig runter. Das ist enorm wertvoll. Wie kommst du denn an einen gewöhnlichen Feierabend so runter? Also jetzt heute Abend, wenn du heimkommst, ja. Was bringt Judith Wernli wieder so richtig schön in Ruhepuls? Du musst natürlich sehen, ich komme schon bald am 10 Uhr heim und dann ich lese sehr, sehr gern und viel.
Und wegen dem habe ich auch oft ein bisschen Schlafmangel, weil ich nicht aufhören kann. Es ist wirklich ein Buch lesen. Eine grusige Horrorgeschichte. Ich liebe es. Ich habe etwas gesehen in der Story vorher. Ja, ich liebe es. Gibt es an dieser Stelle noch etwas, was du Zuhörerinnen und Zuhörer von «Salis trifft» noch möchtest auf den Weg geben? Also wenn ihr irgendeine Leidenschaft habt oder noch keine habt, entdeckt eine und gebt alles dafür, dass ihr das so richtig ausleben könnt. Privat, aber auch im Beruf. Und ich bin Zeuge geworden von einer Person, eine strahlende Person, die das macht und die das lebt und fühlt bis ins letzte Öderli oder wie man auch immer sagen will. Judith, es war mir ein riesen Vergnügen gewesen, da mit dir im Radiostudio zu plaudern, an einiges können erfahren von dir und es war eine grosse Inspiration gewesen. Und ich wünsche dir alles Gute für deinen beruflichen und privaten Lebensweg. Merci vielmals, hat mir im Fall auch mega Freude gemacht. Salis trifft. Die Podcast-Show mit bekannten Schweizer Persönlichkeiten. Präsentiert von Gianfranco Salis. Das ist der Podcast Salis trifft. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schenk mir doch bitte deine Bewertung auf iTunes und hinterlasse mir einen kurzen Kommentar. Ich freue mich auf dein Feedback. Vielen Dank für deinen Support und bis zum nächsten Mal.